Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu der nächsten Folge Hollow Knight. In der letzten Folge haben wir ja da wieder die liebe Madame getroffen, der wir einmal auf den Keks gehauen haben. Die hat uns einen kleinen Einblick gegeben, was da so in Hollow Knight vor sich geht. Und eigentlich würde ich jetzt gerade mal gerne hier betrachten drücken und schauen, was da so vor sich geht. Denkmal für den Hollow Knight. In dem schwarzen Gewölbe hoch oben, durch seine Opfer bleibt Heilandsnest ewig bestehen. Tempel des schwarzen Eis markiert. Okay, jetzt haben wir einen Tempel markieren, aber jetzt wollte ich gerade mal schauen, ob da noch etwas zusätzlich kommt. Sieht gar nicht danach aus. Okay, alles klar. Wir haben ja momentan immer noch keine Karte dafür. Jetzt schauen wir mal da. Jetzt gesehen, geht es, glaube ich, so weit nicht weiter. Da oben dran kommen wir auch nicht weiter. Das heisst, wir tun uns mal wieder den Weg zurückbahnen. Uiui. Nur ein Knick drin, okay, ist nicht dumm. Okay. Dann schauen wir uns mal gerade wieder um. Weil ich habe keine Ahnung, wo wir jetzt entlang müssen momentan. Wir haben ja auch keine neuen Fähigkeiten gelernt oder sonst irgendetwas. Betrachten! Genau, das ist das mit dem einfachen Schlüsselloch. Das habe ich soweit verstanden. Von da an kommen wir, glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Ich glaube, ich schaue mir das jetzt einfach mal kurz an. Wenn wir uns halt wieder ein bisschen zurechtfinden. Voilà, voilà. Oh, nein, nein, wieder einer von denen. Oh, Nice. Die letzte Folge haben wir ja auch noch den Schmiedemacher gefunden. Jetzt müssen wir ja Bleiche suchen, damit wir nochmal eine Stufe weiter aufsteigen mit unserem Schlüsselschwert. Genau, das wäre hier hinten durch. Da hinten wäre dann unser Schmiedemeister. Was bedeutet aber, dass wir den Weg komplett erkunden haben. Das heisst, wir dürfen jetzt gerade nochmal zurückgehen. Weil von daher kommen wir in dem Fall. Und wir müssen ja nicht nochmal zurück, sondern wir müssen schauen, wo wir den Kartenmacher finden, um wieder ein Plätzchen zu finden, wo wir weiterkommen. Wupp. So. Ui. Das Wasser fließt trotzdem weiter am Brunnen entlang, obwohl ich den Kopf abgeschlagen habe. Okay. Ziemlich speziell. Weiter geht's. Also, dann sind wir hier eigentlich überall gewesen. Dann würde ich sagen, wir versuchen uns mal hier aufwärts. Da haben wir ja auch ein Schild, das uns durchzeigt, dass es hier weitergeht. Da kommen wir gar nicht durch. Oh Mann, oh Mann. Dann sind wir hier in dem Fall auch schon gewesen. Mit einem einfachen Schlüsselloch. Und wir sind da überall schon gewesen. Dann bleibt die einzige Option eigentlich, wirklich zurückgehen. Ach, hey, Jemine. Jetzt habe ich gedacht... Oh, zum zweiten Mal habe ich jetzt den Kopf abgehauen. Ups. So, jetzt habe ich schon mal gedacht, wir kommen da wenigstens einigermaßen vorwärts. Aber das wird in dem Fall wieder eine Suchaktion, wie es weitergeht. Da zeigt es halt mit dem Schild auch irgendetwas gegen oben an. Ich glaube, ich muss mir das nochmal genauer anschauen mit dem Lift, ob dort vielleicht noch ein Weg besser gegen oben führt. Ah, was? Das hätte ich nicht... Oh mein Gott, die Dinger können auch fliegen. Nein, bitte nicht. Die sind sonst schon nervig. Also, okay, ich muss sagen, fliegend finde ich es ein bisschen leichter als die da so rumspazieren sind. Und dass ich jetzt da so spontan den Weg gefunden habe, ich habe jetzt einfach gedacht, kann man echt da drauf stehen? Und voilà, haben wir den Weg gefunden. Wieso? Lauf einfach weg. Ich brauche ein bisschen Platz, um auf die Flächen raufzukommen. Dann halt nicht, dann machen wir es halt anders. So, das hat gut funktioniert. Da nehmen wir doch liebend gerne mit. Der Löli hat es nicht anders wollen. Da können wir irgendwie oben durchgumpen. Okay, alles klar. Schon wieder die Frage, jetzt könnten wir da rechts oder links gehen. Ich würde mal sagen, wir probieren es jetzt das erste Mal so rechts durch. Okay, wieder so ein Fliegender. Okay, dort hätten wir einen Weg, der uns durchlässt. Ich würde sagen, schauen wir uns doch mal gerne mal an, was da so vor sich geht. Oh mein Gott, was ist das für ein Löli? So einen habe ich noch nie gesehen bis jetzt. Okay. Was hätte das sollen? Okay, er schlägt einmal... Tschüss. Hä? Okay, tschüss. Ich sage jetzt gar nichts dazu. Da haben wir nochmal eine wunderschöne Aussicht mit Regen. Soll ich jetzt da oben kumpen? Ich höre noch die ganze Zeit Traben, aber irgendwie ist er doch nicht. Ah, da hätten wir das Tor zum Freimachen, wo wir vorher gestanden sind. Alles klar. Was haben wir denn da für einen Durchgang? Ja, hallo. Einkaufen. Yay, bist du auf der Suche nach seltenen Gegenständen? Finger weg, das ist meine Sammlung. Ich verkaufe nicht an irgendwelche schmuddeligen Rumtreiber. Ich kann mir aber vorstellen, dass du auf deinen Reisen auf viele interessante Gegenstände gestoßen bist.
Willst du vielleicht einige davon loswerden? Ich biete dir für jeden ein Tauschgeschäft an. Ah, was? Wir können die eintauschen gegen Taler? Die haben wir ja unterwegs gefunden, aber ich würde sagen, die behalten wir uns in dem Fall mal auf, wenn wir nämlich sterben. Behalten wir die bei und dann hätten wir sogar noch eine kleine Geldreserve. Weil momentan brauchen wir ja noch kein Geld, sondern wir brauchen wirklich eigentlich den Weg, wie es weitergeht. So, da haben wir in dem Fall durchgeschaut. Wir sind jetzt von da links gekommen, dann versuchen wir mal da rauf zu gehen. Ich hoffe, dass wir eigentlich mal bald einen Kartenmacher finden. Okay, dann ignorieren wir die zwei besser mal. Ui. Hey! Oi! Hey! Was ist jetzt los? Und dann halt so. Das vergesse ich halt öppe noch, dass man abschiessen kann. Aber eben, ich behalte eigentlich meine Seele halt mega gerne ein, um meine Leben auffüllen. Ich höre da so ein explodierendes Ding. Wow, wow, wow. Nice, das haben wir gut besiegen. Irgendwo fliegt da so ein explodierendes Ding umeinander. Das umgequietscht, aber ich bin mir ziemlich unsicher, woher das kommt. Oder ob das etwas anderes kann sein. Hey, wo sind wir? Und ich Karten ist das so richtig mühsam, den Weg zu finden. Oi, oi, oi! Oi, gerade zwei Schatten hintereinander. Oh Mann, oh Mann. Nein, der explodiert nicht, oder? Ah, Gott sei Dank. So, dann werde ich dem Fall mal ganz kurz unser Leben auffüllen. Ich höre das Quietschen immer noch, aber ich weiß nicht, woher das soll kommen. Oh, oi! Von da! Okay, alles klar. Ui, bin ich jetzt verschrocken. Oh Mann, oh Mann. Da liegt das im Kopf auf dem Boden. Das ist halt schon krass, dass wir da noch Selbstmordattentäter in dem Spiel drin haben. Ui! Dass er seine Lanze schiessen kann, das habe ich bis jetzt noch nicht gewusst. Jetzt können wir hier den Weg frei machen, okay. Speziell. Und da dann nochmal abwärts. Ich bin verwirrt. Aber irgendwie funktioniert. Jetzt haben wir da wieder zwei Wege freigeschaltet, plus nochmal einen Lift. Du sehe ich auch schon etwas blinken. Dann schauen wir, dass wir das irgendwie schnell schnappen können. Ah, jetzt bin ich vorbei. Ah, doch. Oi, oi! Ui. Das Geschrei von denen. Oh Mann, hey, da komme ich einfach gerade. Ranziges Ei. Okay, für was können wir denn das ranzige Ei? Ah! Wir haben ja mal etwas freigeschaltet, das weiss ich noch. Wo wir die Ranz... da oben ist wieder so ein flügendes Ding. Und unten haben wir ein bisschen Taler zum Sammeln. Einfach weg, wenn die Selbstmordattentäter kommen. Das Beste, was man machen kann. Voilà. Haben wir den Hügel auch noch eingesammelt, aber weiter aber komme ich nicht. Ich muss jetzt mal rauf, um den Lift raufzukommen. Durch die Stacheln würde ich dort sterben. Und auf das habe ich jetzt gar keine Lust. Können wir ja mal das Leben anfühlen, oder? So, abwärts geht's. Was ich jetzt gerade noch erfahren habe, oder heute gerade einen Trailer gesehen habe, das ist, glaube ich, irgendwie seit 4 Tagen draussen, dass es ein neues Spiel von Hollow Knight wird geben. Und ich muss ganz ehrlich sagen, sobald wir das durch haben, werde ich mir das anschauen. Und wenn ich Lust und Zeit habe und mir das dementsprechend passt, würde ich sagen, dass wir dann schon das nächste Spiel eigentlich auf Lager haben. Und zwar der zweite Teil von Hollow Knight. Das wird dann auch ein bisschen anders heißen. Aber das will ich euch dann so weit zeigen, sobald es ist. Und dachte ich, erwähne das jetzt einfach mal ganz kurz so am Rande. So. Dann haben wir mit dem Weg auch noch freigeschaltet. Da habe ich immer Freude. Dann holen wir den Lift wieder rauf. Oder runter. Können wir da jetzt noch weiter runter? Ah ja. Ich habe keinen blassen Schirm. Ui. Hat es denn da hinten irgendetwas? Ja, nur etwas zum wieder raufkumpen. Aber ob das jetzt wirklich etwas ausmacht. Was sind wir da? Okay. Kommen wir jetzt wieder zu dem Ort von vorher oder ist das wieder ein komplett anderer? Nein, dann kommen wir wieder zum Ort von vorher. Oh Mann! Das hätte ich natürlich nicht erwartet. Sind wir denn zu Oberstube eigentlich schon gewesen? Ich glaube, zu Oberstube sind wir schon gewesen. Ja genau, wir sind zu Oberstube gewesen, rechts oben runtergefallen, um die Türen überhaupt zu öffnen. Dann würde ich sagen, geht es abwärts. In die tiefsten Spelunken runter. Da sind wir ja gewesen, da hat es nichts, da haben wir den Hebel umgelegt, also noch weiter runter.
Da sind wir jetzt gewesen, noch weiter runter. Und da haben wir ein Zeichen, das hier irgendwo hinführt. Komm, renn mich an. Come on. Schnell das Loch. Oi, wieso... Hoi! Aber wenigstens hätten wir noch einen Treffer gemacht. Ich glaube, das war sein Gedanke gewesen. Komm, ich gumpe ins Elend. Aber dafür hau ich ihm noch eins auf den Keks. Aber dass sie so gumpen können, habe ich auch nicht gewusst. Man lernt halt nur dazu. Jetzt muss ich aber gerade mal schauen, wo wir da sind. Sind wir jetzt wieder am gleichen Ort, wo wir reingekommen sind? Ich glaube schon. Dann sind wir da in dem Fall einmal rumgelaufen und dafür wenigstens ein ranziges Ei gefunden. Ah, das ist in dem Fall wirklich der Anfangsgegner. Gut, dann versuchen wir uns in dem Fall mal runter. Was finden wir denn da unten Schönes? Da haben wir das. Ah genau, da sind wir wieder bei ihm. Jetzt kommt aber die Frage von der Frage. In dem Fall haben wir eigentlich da soweit alles erkunden, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Ah, was? Das ist denn da wieder? Okay, okay. Ich glaube, ich kann ein Plus und ein Minus in meinem kleinen Hirn können ein Kärtchen. Ich glaube, ich hau dieser Stadt dort zum 4. Mal schon den Kopf ab. In dieser Folge. Ui, ui. Jetzt habe ich, glaube ich, in meinem kleinen Hirn langsam schon eine kleine Karte können erstellen. Aber ich hoffe trotzdem, dass wir eine Karte machen wenigstens noch finden. Weil dort hat es jetzt richtig shit ausgesehen. Dort haben wir jetzt mal alles erkundet, aber weiter ist es nicht gegangen. Dann versuchen wir mal wieder aufs Gelände raufzugehen, aufs Gerüst raufzugehen. Ich schaue, dass wir rechtzeitig raushüpfen. Jawohl. Und da haben wir ja noch einen zweiten Weg, wo wir können entlang gehen. Den würde ich mir natürlich auch noch gerne anschauen. Voilà. Voilà. Hier beleuchtet noch irgendetwas Spezielles. Das schauen wir uns doch gerne mal gerade genauer noch an. Und dann haben wir noch so eine fliegende, komische Kreatur. Ui, das wollte ich gar nicht aufnehmen zuerst. Das wollte ich runterschlagen. Ah! Okay. Jetzt müssen wir aber schauen. Da kommen wir nämlich jetzt irgendwie noch weiter links. Geht es jetzt da nicht weiter links? Ist das jetzt alles gewesen? Sieht ganz danach aus, als wäre das alles gewesen, aber... Wo geht es denn jetzt weiter? Das ist die Frage. Also da sind wir ja jetzt gewesen. Da haben wir alles erkunden soweit. Wenn ich das richtig angeschaut habe. Bedeutet, wir haben da wirklich gar nichts mehr. Mal. Und da würden wir... Ich versuche jetzt einfach mal nach rechts. Kommt mal schauen, was passiert. Nein, dann können wir dann einfach wieder auf den Boden runter. Ein Taler! Yeah! So. Das heisst für mich, wir machen uns einfach mal auf den Weg aufwärts und schauen, ob es dort nochmal einen Weg gibt. Oder irgendwie ein Zeichen auf unseren Kartenmacher. Nicht wirklich, hä? Ich glaube, da kommen wir nur wieder zum Bänkchen rauf, von da, wo wir herkommen. Gibt es denn da noch einen anderen Weg gerade? Okay. Voilà. Versuchen wir mal da aber das macht auch keinen Unterschied, hä? Habe ich echt irgendetwas übersehen? Das ist noch eine gute Frage. Ich glaube, ich mache mich jetzt einfach mal so auf den Aufweg. Holen. Dadurch können wir nicht laufen, genau. Und da sind wir wieder beim Bänkchen, bei dem lieben Herr. So. Und da würden wir dann eigentlich komplett wieder zurückgehen, wenn ich mich nicht täusche. Wir haben keinen weiteren Weg da gesehen. Wir nicht dort zwischendrin sollten wir, glaube ich, auch schon gewesen sein. Gehe ich jetzt davon aus, jawohl. Dann versuche ich trotzdem mal noch da raufhüpfen. Mal da noch weiter rauf? Nein, nicht wirklich. Okay. Nice. Das hat super funktioniert. Aber ob das überhaupt etwas bringt, wo ich da gerade entlang gehe, glaube ich langsam eher weniger. Irgendetwas übersehe ich wieder. Und die Frage ist nur was. Hat sich eigentlich das Tor ganz am Anfang wieder geöffnet? Das ist eine gute Frage. Oh nein, muss ich zuerst drauf lassen. Okay, dann nur auf die Stacheln runter. Das wäre auch ziemlich dumm wieder. Nice. Gut, dann versuchen wir in dem Fall nochmal alles zurück. Oh Mann. Irgendetwas übersehe ich. Die Frage ist nur was. Jetzt haben wir schön das Leben wieder aufgefüllt und der nimmt uns schon wieder fast alles weg. Das kann es ja nicht sein. So. Genau, da rechts ist der Schmiedemacher. Da oben haben wir jetzt alles erkundet. Der ist gerade versoffen.
Das hat gut funktioniert. Hat besser als ich erwartet habe. Und schon wieder Kopf ab. So, und dann gehen wir jetzt einmal da rüber. Und dann schaue ich nochmal ganz kurz etwas nach. Und zwar, ob sich jetzt da irgendetwas verändert hat. Der Weg ist der vorher schon... Da ist doch ein verschlossener Weg, nicht? Oder weiter? Okay. Genau, jetzt sind wir da gewesen. Der Platz da. Und da ist ja verschlossen. Da kommen wir nicht weiter. Da ist jetzt die Frage, wie kommen wir da weiter? Gibt es denn da noch irgendeinen Hinweis? Weil da zeigt es mir ja auch, dass ich da gegen rauf kann. Aber die Frage ist, wie komme ich rauf? Ja, da drauf kommen wird, glaube ich, eher nicht. Von oben kann man auch nicht. Gibt es irgendwo einen Weg, wo wir auf der rechten Seite rauskommen, den ich übersehen habe? Schauen wir uns das liebend gerne noch mal ganz kurz an. Also da kommen wir raus. Nein, da kommen wir nicht raus. Da landen wir wieder bei ihm. Das ist verständlich. Aber ich will da raus. Da funktioniert gar nichts. Bedeutungsweise, ich schaue jetzt, ob wir irgendwo einen Weg finden, dass wir recht komplett durchkommen. Da kommen wir auch nicht raus. Da geht es auch nicht. Da geht es auch nichts. Da können wir es jetzt schon aufpumpen. Die Scheiben können wir halt auch nicht kaputt machen. Bin ich denn da schon durchgegangen? Ich glaube, da bin ich einfach runtergekumpelt. Also runtergefallen, blöd gesagt. Um den Hebel umlegen. Probieren wir da nochmal rauf. Probieren gerade überstudieren. Da haben wir jetzt noch einen Weg gefunden. Ah, was? Gut, ich habe doch noch einen Weg gefunden, wo wir noch nicht sind. Aber da müsste ich einen Hebel von der anderen Seite umlegen. Also da sind wir auch wieder blockiert. Okay. Dann versuche ich doch noch mal da rauf zu kumpen. Da oben zeigt es mir auch ein Bänkchen an. Also ich habe das Gefühl, wir sind da nicht unter einer schlechten Pforte. Ich glaube, ich habe da einfach einen kleinen Weg übersehen. Da oben befindet sich ein Würmli. Und das schnappen wir uns doch gerade mal. Oh hey, Sally, hey. Tschüss, bis später. So, und aufwärts. Oh mein Gott, ist das ein Papier am Boden? Ist das ein Zeichen auf unseren Ka... Oh nein! Und ich habe nur ein Leben. Gut, jetzt habe ich wenigstens ein Leben anfüllen. Ja, ist mühsam, dass er genau immer kommt, wenn ich kumpen. Aber wir haben es geschafft. Aber da kommen noch 2 weitere. Das ist doch jetzt voll die Verarschung gerade. Und ich habe keine Karte zum Nachschauen, wo wir waren. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Gut, so etwas habe ich jetzt ehrlich gesagt einfach nicht erwartet, dass jetzt so ein kleines Kämpfchen auf uns wartet. Aber in Hollow Knight bleibt nichts führig. Muss ich den Weg wiederfinden, sonst ist unsere Seele und alle unsere Taler verloren. Oder? Wenn wir noch auffüllen nochmal. Und das hat dann halt noch... Hä? Hallo? Hallo, stecke ich da fest? Okay. Ich stecke da in einem Bug fest. Hallo? Okay. Ich habe schon viele Sachen in Hollow Knight erlebt, aber das ist jetzt gerade schon... ja. Dann bleibt uns eigentlich nur noch eine Möglichkeit, und zwar... Spiel verlassen und wieder reingehen. Durch das werden wir nämlich automatisch wieder zurück zu unserem Bänkchen teleportiert. Und das ist gerade die einzige Option, die wir haben, weil wir sind einfach in der Wand stecken geblieben. Hoppla Schorsch. Aber wisst ihr was, ich bin jetzt gerade wirklich am Überlegen. Schauen wir uns das Ganze... Jetzt weiss ich wenigstens, wo wir etwa sind, wo wir etwa durch müssen. Aber ich würde sagen, das Ganze schauen wir uns sonst in der nächsten Folge an, wenn es wieder heisst Runde Hollow Knight mit euch Schweizer. Danke vielmals fürs Einschalten. Ich hoffe, es hat euch wenigstens ein bisschen Spass gemacht, mit mir da ein bisschen die Welt erkunden. Danke, einen schönen Abend und ciao.